Salut zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum 6. Part vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem FC Basel. Wir sehen in der Tabelle 7 Spiele, 21 Punkte, wir haben einfach jedes Spiel gewonnen. Wir haben sogar eine Torausbeute von 18:1 Goal, das heißt wir nur ein Gegengol bekommen, das ist sensationell. Und heute geht es gegen den FC St. Gallen und dann zum ersten Mal in der Champions League gegen PSG. Das wird ein mega geiler Part, das sage ich euch jetzt schon. Und ich würde mal sagen, wir schonen der ein oder andere, weil es ja unter der Woche dann gegen eben Paris geht. Und da würde ich mal sagen, gehen wir schon mal da ins Spiel. Aber der Gabo hat natürlich in dem letzten Part eine rote Karte bekommen. Und da müssen wir den von der Bank nehmen. Und dann machen wir den Rest von der Aufstellung im Menü. Wir spielen auswärts in St. Gallen und ich würde mal sagen, wir spielen in der Innenverteidigung mit dem Balanta und dem Höck. Links lassen wir den Riveros spielen für den Traoré. Auf links der El Younousi und der Bjarnason für den Delgado. Der Bjarnason im letzten Part mit 4 Goalbeteiligungen. Auf rechts der Kalla für den Steffen. Und im Mittelfeld der Seredie für den Chaka. Und im Sturm lassen wir das mal mit dem Janko. Und auf der Bank nehmen wir den Spora mit für den Delgado, den Bia für den Boetius. Und sonst würde ich mal sagen, ist alles Gute so. Wir sehen, der FCB hat jetzt Spielerbilder. Ich weiß nicht, ob es vorher auch schon so war, aber der Kümmer zum Beispiel hat jetzt ein schickes Bild. Ist eigentlich mega geil, jetzt wirklich realistisch wie nichts jetzt. Und wir sehen uns im Spiel. Es geht also los. 8. Saisonspiel für uns mit dem FCB gegen den FC St. Gallen in der Molten Road, also nicht AFG Arena oder wie auch immer sie jetzt im Moment gerade heisst. Und wir spielen natürlich am Anfang immer auf ausgeglichen, nein, defensiv und Ballbesitz. Bjarnason auf der Janko. Was macht er? Der muss abwarten, dass einer mitkommt. Aber er läuft durch. Die Grätsche geht völlig ins Leere, aber der Schuss kommt nicht stand. Der Innenverteidiger, was nicht selbst der Anga gesehen. Hauptsache eine hätte können klären, das ist natürlich mega schade. Jetzt, das war unsere frühe Führung vielleicht. Jetzt der Kalla auf der Bjarnason, da auf der Janko und da aus der Dreieck rechts am Goal vorbei. St. Gallen tut jetzt der Frey so schnell ausführen. Der Roman Busso, Ex-Basler. Aber der Watschlik, da kann der Schuss heben. Kalla auf der Janko, da auf der Bjarnason, da sieht der Mohamed El Younousi, der spielt in die Mitte zum Mark. Janko, aber es geht Eckball. Und der Wies kann da ungestört zum Abschluss kommen, aber der Watschlik muss eigentlich nichts machen, aber trotzdem springt er da um sein Leben. Hat lustig ausgesehen. Jetzt ist es gefährlich, aber der Kalla kann in höchster Not klären. Und jetzt der Ball in Lauf, kommt sogar an auf der Janko. Der passt auf der Mohamed El Younousi. Wenn er jetzt durchlaufen kann, dann wird das eine gute Chance. Flanke kommt! Und was macht der Zufi? Da will er mit dem Kopf machen, hat er seinen Fuß angehabt. Dann war es eigentlich eine gute Chance gewesen. Jetzt muss der Kalla da wieder eingreifen und er schafft es. Und es ist Pause 0:0. Hätte es das schon mal gegeben, die Saison? Ich weiß es gar nicht. Es steht einfach 0:0 zur Pause. Für uns ist das nicht genug, wir waren nämlich ein Sieg. Und da mit dem Scheißball auf der Janko. Und was macht denn da? St. Gallen und Kalla! Mit einem 30 Meter Volley. Ja, kann man schon mal machen. Ich habe nichts dagegen. Wäre da reingegangen, war das Jahr als fix. Bjarnason ist auf links eigentlich so gut wie durch. Was macht er? Er zieht in die Mitte. Passt zum Janko. Und da mit dem 1:0. Mega stark gemacht, aber es ist Offside. Es ist einfach Offside. Das war so ein geiles Goal gesehen. Aber trotzdem 0:0. Und wir haben auf der Bank, wir haben hier Dumbia. Jetzt bringe ich einfach mal hier Dumbia für den Bjarnason. Wir stellen um auf 4-4-2. Zweiersturm. LS und RS. Und wer noch, wir bringen den Franzon für die Seredie und der Bia für den Kalla. Jeweils auf Nummer sicher gehen und Erfahrene reinbringen mit ein bisschen besseren Stats. Und der Janko auf der Dumbia, was macht denn da für ein Skill? Mega stark. Und der zu viel verkackt. Und wie es aussieht, geht das 0:0. Wie es ausgeht, geht es aber 0:0. Gegen St. Gallen, das juckt keine.
So, kommt. Wir müssen jetzt einfach das Sieg hier landen. Gaudino. Nein. Oh, Watschlik hebt uns da im Spiel und der Elyounoussi glatt zum Eckball. Also wir brauchen jetzt einfach den Ball und schießen führen zum Doumbia. Es geht einfach 1-0. Es geht einfach 1-0 in der 93. Minute. Hey, das geht's doch nicht. Einfach Hagui. 1-0. Das ist unsere erste Niederlage. Es ist aber 1-0 in der letzten. Die letzte Szene vom Spiel hat uns einfach rasiert. 1-0. 93. Minute. Wir haben verloren, aber so schlimm ist das auch nicht. Ich meine, wir haben glaube ich immer noch so 2 Punkte Vorsprung auf IB, falls sie gewonnen haben. Und das regt mich gerade mega auf. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, es ist Champions League, wir dürfen unsere Lune nicht verderben lassen. Wir machen hier wieder Training mit den Altbekannten. Ja, und das ist schon irgendwie dumm. Einfach 1-0 gegen St. Gallen verloren. Weißt du, was gegen IB oder so gesehen, alles okay. Es ist einfach gegen St. Gallen. Die sind sicher letzte gewesen. Ich will gar nicht auf die Tabelle schauen, aber egal. Wir sehen hier Sperric abgelaufen vom Omar Gaber. Diese Pressekonferenz, das machen wir. Ich würde mal sagen, wir die hier verunsichern. Weil ich meine, wir sind FC Basel, wir sind viel größer als PSG, wir haben schon viel mehr erreicht. Und der Riveros wird sich da bedanken und der Pianos natürlich auch, weil er spielen lassen. Es sind hier Khaled Ramzi. Da tun wir mal verpflichten. Der hat Potenzial bis zu 94. Und jetzt schauen wir gerade mal, was er für Stärke hat. Oder heißt er Khaled oder Khaled. Ramzi, da ist er ja gerade 47 und mit 17, naja, es geht besser, aber so schlechte Werte hat er gar nicht. Was hat er so für Passspiel? Ach du Scheiße. Das ist ja alles unter 40. Oh nein, Abschluss 28, kannst du gerade eine Tonne werfen, aber egal. Ihr seht's, wir sind jetzt schon im Menü gegen PSG und wir machen heute nicht einen auf Ostfischer und stellen unser System um. Nein, wir spielen so, wie immer. Wir lernen den Dumbi aber von Anfang an spielen, weil PSG hat richtig schnelle Innenverteidiger. Und dann ist es vielleicht besser, wenn wir auch einen schnellen Stürmer haben. Dann lernen wir hier zu viel mit dem Chaka im defensiven Mittelfeld, auf rechts der Steffen, links Boetius, unser Zano Delgado und unsere gewohnte Innenverteidigung und das Außenverteidigung. Dann kommt der Gabo mit für den Riveros, Elyounoussi, Piano Sonjanko auf der Bank, Die Franson auch. Und ich würde mal sagen, so können wir ins Spiel starten. Es geht los, wir sind hier im Parc de Princes von PSG. Wir sehen hier Blas Madridi, Kursawa und wie sie nicht alle heißen im Sturm Cavani, auf den müssen wir extrem aufpassen. Auch Di Maria natürlich, Krychowiak. Oh mein Gott, die Namen. Pastore verliert den Ball. Chaka auf das Doumbia. So, sei du Doumbia mit 1-0. Es steht 1-0 für den FCB durch das Seydou Doumbia. Unsere Glückssträhne geht trotzdem 1-0 gegen St. Gallen weiter. Es steht nach 13 Minuten 1-0. Was macht denn dort Innenverteidigung von PSG? Ganz ehrlich. Das ist aber... Die Lücke ist grösser als eine Autobahn, also Gotthardtunnel. Und der Trapp ist glaube ich im Goal. Nicht mal der Areola, der Trapp hat keine Chance. Und eigentlich können wir uns jetzt fett hinter ihnen stellen mit Abwehrriegel, aber ich mache jetzt mal nicht so auf so eine scheiß Pussy-Taktik. Der lang. Oh oh, und das geht die Chance von PSG. Pastore auf der Cavani. Und Flanke kommt aber der Ball Tacarette und der Pastore mit dem mit dem Volley. Aber geht vorbei. Der Wartstück muss nicht eingreifen. Schon dankt. Und jetzt Fallpass vom Chaka. Aurier. Matuidi. Cavani. Und das ist 1:1. Nach 30 Minuten ein mega schönes Zusammenspiel. Der Cavani spielt in die Mitte und der Pastore muss einfach nur noch einschieben. Kann man nicht sagen. Das ist mega schön gewesen und natürlich. Da muss der Traoré einfach den Ball wegschießen. Koviak. Zu viel erobert sich der Ball. Was macht der Doumbia?
Er legt ab auf der Zufi, dann nochmal auf der Dumbia. Und der Traptor mit größten Schwierigkeiten kann nochmal zum Eckball klären. Und das war jetzt schon 2:1 nach 40 Minuten. Und der Delgado auf der Steffen. Und der Steffen Volley mit seinem starken Fuß. Oh, es gibt nur einen Eckball, okay, das haben wir nicht gecheckt. Balanta, Suchi. Und der Trapp wieder. Und wieder verlieren wir direkt den Ball. Cavani. Und der Cavani mit dem Schuss, aber es geht übers Goal. Und das ist der Pausepfiff, es steht 1:1. Eigentlich können wir zufrieden sein mit dem Ergebnis, aber eben wir sind in 1:0 Führung sein. Von dem her könnte es besser sein. Und was passiert jetzt? Oh je. Und wieder der Boetius, war immer wieder der Ball erobert. Boetius ist auf der linken Seite durch. Er macht es allein. Und der Schuss ist schlecht. Und der Dumbia macht 2:1 in der 50. Minute. Nach einem mega Solo von Boetius. Er hat auch können abspielen, aber er macht es allein. Und das ist eine mega gute Idee gewesen. Weil der Abprallo kommt zum Dumbia und dann macht aus einem mega spitzen Winkel das 2:1. Und dass da reingeht, hatte ich nicht gedacht. Ich dachte, der geht wieder fix nebenbei am Pfosten vorbei. Aber nein. Erstes Spiel, 2 Goal vom Dumbia. Also irgendwie stresst mich das Spiel gerade mega. Matuidi, aber zu viel. Und wieder der Lang mit dem Fehlpass und der Thiago Motta. Der straft uns wieder. Wir machen zweimal mit dem Außenverteidiger einen Fehler. Spielen den Ball nicht genug weg. Und zweimal wird uns mal bestraft. Ich denke, das heisst, wir wechseln jetzt gerade. Und ich sag mal, wir bringen hier Gabo für den Lang und der Seredie für den Zufi. Vielleicht schießt der Ball führen auf der Seredie. Der verliert das Kopfballduell. Und der Watschlik füßelt die Ball einfach weg. Anstatt einen die Hand nehmen. Und jetzt hier die nächste Chance. Was ist denn das für ein Zusammenspiel gewesen? Was ist denn das für ein krankes Zusammenspiel gewesen? Es steht zum Glück immer noch 2:2. Jetzt vielleicht nochmal eine Chance. Dumbia auf der Steffen. Der Steffen auf der Gabo. Der Dumbia in der letzten Minute mit dieser Chance, aber er nimmt den Ball an, anstatt direkt zu schießen. Das ist ein katastrophaler Fehler vom Dumbia. Obwohl er schon 2 Goal gemacht hat, das muss das dritte sein. Und jetzt wieder ein bisschen mit der Chance. Und der Balanta tut da einfach reingratschen. Alles, Hauptsache kein 3:2 hier am Schluss. Und das ist ein sensationelles 2:2 gegen den französischen Meister. Es hat können mehr sein, es hat auch können weniger sein, von dem her ist schon gerecht. Jetzt müssen wir noch schauen, was Arsenal gemacht hat gegen Legia Warschau. Wir haben sogar gesehen, man glaube 3 Schüsse mehr als PSG und Warschau hat 1:2 verloren gegen Arsenal, also das ist schon mal gut. Ja, wir sehen es. Nein, wir sind Dritte. Okay, aber dann waren wir für die Europa League qualifiziert. Aber wir haben ja noch 5 Spiele in der Champions League und ich glaube, er muss so Leistungen bringen wie heute, ist sogar der Platz 2 möglich. Und einer hat in den Kommentaren geschrieben, wir sollten hier Bier kaufen von Sia, den wir da gerade mal loben, vielleicht kommt er dann auf uns so, wird auf uns aufmerksam. Und dann geht es im nächsten Part weiter gegen den FC Sia und den FC St. Gallen. Ich freue mich, also bis dann, euer Tommy Vieh. Ciao.